Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, das nächste Auswärtsspiel steht an für unseren ersten FC Köln. Es geht nach Regensburg. Unter anderem mit mir. Also ich fahre am Sonntag in aller Früh um 5 Uhr morgens los. Oder beziehungsweise, nee, 5 Uhr morgens nicht los, sondern der Wecker klingelt um diese Uhrzeit. Dann geht's dann direkt nach Köln rüber, meine ganzen Kumpels abholen. Und ja, dann geht es nach Regensburg. Eine Strecke, die mir sehr gut bekannt ist, auf meinen Fahrten nach Serbien. Da bin ich generell immer da durchgefahren. Also jeder Serbe, jeder Türke oder andere Balkanesen kennt die Strecke. Köln Richtung Frankfurt, Frankfurt Richtung Nürnberg, Nürnberg Richtung Regensburg. Und alle diese Leute, die da lang gefahren sind, die konnten über die Jahre beobachten, wie dieses Stadion ja, aufgebaut wurde. Das Jahnstadion in Regensburg. Das heißt, eine Autobahnausfahrt und ich bin da. Oder beziehungsweise wir. Ich selber, sag ganz ehrlich, ich erwarte wieder eine Invasion. Weil Jan Regensburg ist jetzt auch nicht gerade ein Verein, der extrem supported wird. Bei allem Respekt, wirklich, ich habe immer für die meisten Gegner Respekt. Für die meisten, nicht wirklich jeden. Kommerzvereine, wisst ihr ganz genau, dass ich die davon ausschließe. Aber trotz alledem, das sieht man ja selber. Das sieht man ja selber. Also ich habe mich zwar nicht großartig mit dem Gegner in so einer Art und Weise beschäftigt, dass man sagen kann, boah, das war akribisch oder sowas, aber ich habe mir auch deren Relegation angesehen, wo sie dann halt sich gegen Wien Wiesbaden durchgesetzt haben und dann halt dadurch ähm, den Weg zurück in die zweite Liga gefunden haben. Und ja, was ganz klar ist, das ist jetzt nicht gerade die Nummer eins in Regensburg. Ich habe nämlich ein ganz fettes Bayern-Graffiti bei einer Unterführung gesehen, als ich vor 2 Jahren dann zurückgefahren bin. Seitdem fliege ich immer, deswegen habe ich es nicht mehr gesehen. Ja, bin da wirklich gespannt drauf. Wie gesagt, ich kenne ja die Strecke, sechs Stündchen maximal, dann sind wir auch schon in Regensburg. Gut, aber jetzt mal ein paar Sachen beim 1. FC Köln. Also, wir haben im Prinzip hier 2 neue Ausfälle. Zuallererst einmal, unser Trainer Gerhard Struber ist krank. Momentan zumindest. Es ist eine Erkältung, deswegen fand auch keine Pressekonferenz statt. Und bin mal gespannt, ob er es bis Sonntag schafft. Ansonsten wird das der Co-Trainer regeln. Aber das dürfte, glaube ich, nicht besonders viel Einfluss nehmen auf die Einstellung und auf die Aufstellung der Mannschaft. Ich denke mal, es wird alles so belassen wie immer. Wobei, wir kennen ja eigentlich Gerhard Struber. Ich denke mal, er wird sowieso sein Co-Trainer die eine oder andere Vorgabe mitgeben. Aber wir kennen ihn ja. Die eine oder andere Überraschung ist immer dabei. Siehe die Aufstellung von Max Finkgräfe jetzt am Mittwoch. Das war ja auch jetzt nicht gerade erwartet. Und wir haben leider auch einen mannschaftlichen Ausfall. Also die Kopfverletzung von Julian Pauli hat dazu geführt, dass er leider bei diesem Spiel nicht mitmachen wird. Er wird leider nicht aufgestellt. Oder beziehungsweise wird nicht Teil des Kaders sein. Da bin ich mal gespannt, wer an seiner Stelle spielt. Mein Wunsch wäre Bakatukanda. Ganz ehrlich, wäre schön, wenn er eine Chance bekommt. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Vielleicht haben wir auch eine komplett andere Aufstellung. Aber naja, nee, komm, Viererkette machen wir garantiert nicht. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher und auch im Tor wird sich nichts ändern. Bin ich auch dafür. Jetzt wollen wir wirklich nicht mehr die Sache in irgendeine Unruhe bringen. Von daher, Marvin Schwäbe garantiert im Tor. Da können wir uns drauf verlassen. Ja, wollen wir nochmal über die Vertragsverlängerung von Christian Keller sprechen? Ich denke mal schon. Ich hatte ja gesagt, als der Vorstand das Ganze ein bisschen angedeutet hatte, dass der Vertrag mit unserem Geschäftsführer Sport verlängert wird, dass das wie eine Drohung klingt und naja, die Drohung wurde wahrgemacht. Ich verstehe das auch nicht, warum jetzt so eine Entscheidung fällt. Hat es was damit zu tun, dass es so kurz vor knapp ist und das im Februar ausgelaufen wäre? Ich weiß es nicht. Aber aufgrund der ganzen Kontroverse um Christian Keller, ich weiß nicht, ich hätte eher mehr die kommende Transferphase abgewartet und meiner Meinung nach brauchen Neuzugänge meistens so oder sagen wir mal so, es kristallisiert sich nach 2
maximal 3 Monaten heraus, wie die sich so machen. Haben sie sich in die Mannschaft integriert? Funktioniert das Ganze mit denen? Sind sie wirklich Verstärkungen? Und dann hätte man eigentlich eine Entscheidung treffen können. Aber okay, jetzt ist die Sache halt gegessen. Ähm, was soll man noch großartig sagen? Ich selber habe ihn schon des Öfteren kritisiert. Wir messen ihn jetzt an der kommenden Transferphase. Allerdings sage ich euch eins, sollte er wirklich Yusuf Gazibegovic verpflichtet haben, dann halte ich mal für 2 Monate die Schnauze. Dann werde ich mal 2 Monate lang nichts sagen. Weil das könnte wirklich, das sage ich ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum wir überhaupt Chancen bei ihm haben. Er spielt momentan Champions League. Er wurde mit Sturm Graz zweimal Pokalsieger und einmal Meister. Da kann man über die österreichische Liga streiten, wie man will. Aber wenn man halt die Dominanz eines so reichen Vereins wie Red Bull Salzburg, Gott, es geht mir so schwer über die Lippen, aber ich könnte auch niemals irgendwie RB oder sowas sagen. Das ist nämlich Geschichtsfälschung. Wenn man diese Dominanz durchbricht, dann hat man schon was Ordentliches geleistet. Etwas Herausragendes sogar. Und der Trainer, wie auch der Manager von Sturm Graz, die sind ja jetzt bei Hoffenheim tätig. Oh Gott, der ist schon wieder der nächste Name, den ich nicht so gerne in den Mund nehme. Da wundert es mich, dass Gazibegovic da aktuell nicht auf dem Zettel steht. Vielleicht tut er das. Deswegen will ich noch nicht davon reden, dass das jetzt unser Spieler ist. Man weiß nämlich nicht, inwieweit sich genau solche Vereine wie Hoffenheim in diese ganze Sache mit eingeschaltet haben. Ich gehe schon davon aus, dass er auf den Zettel des einen oder anderen Vereins steht. Fakt ist, es gibt eine Ausstiegsklausel von 2 Millionen. Die sollten wir ziehen, wenn er wirklich dann kommen möchte. Die Entscheidung liegt dann, glaube ich, letzten Endes auch beim Spieler. Aber soweit ich es richtig verstanden habe, Marktwert 5 Millionen. Also das wäre wirklich ein Königstransfer. Aber ich sag mal so, von 4 Neuzugängen, wovon ich jetzt mal mindestens ausgehe, müssen mindestens 3 funktionieren. Verstärkungen sein oder gute Ergänzungen. Irgendwas in der Richtung. So sehe ich das zumindest. Naja, ob jetzt Christian Keller das wirklich unter Dach und Fach gebracht hat, dafür gibt es sicherlich die ein oder anderen Zeugenaussagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber darüber sprechen wir noch. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Ja, wir müssen weitermachen mit Christian Keller, aber wie schon gesagt, ihr habt meine Worte gehört. Haben wir wirklich Gazibegovic verpflichtet, dann halte ich mal wirklich für 2 Monate die Schnauze, bis Gazibegovic sich in diese Mannschaft ungefähr integriert hat. Ja, mit dem Gegner Regensburg habe ich mich nur so etwas oberflächlich beschäftigt. Euch ist bekannt, dass das der Tabellenletzte ist. Zuletzt haben sie am 12. Spieltag gewonnen. Also, ja, ich sag mal so, die muss man schlagen. Auch bei denen gibt es auch keinen herausragenden Torjäger. Da hat jeder irgendwie mal ein Tor geschossen. Es tut mir leid, bei allem Respekt, die musst du schlagen. Und wenn du sie nicht schlägst, ja, dann musst du mindestens im nächsten Spiel gewinnen. Und das ist halt das Ding. Der nächste Gegner, Nürnberg, ist jetzt auch nicht leichter. Das ist so ein Ding, das musst du einfach gewinnen. Schlicht und ergreifend. Also ich rechne hier wirklich mit einem Sieg. Und deswegen, ja, auch wenn wir ja die letzten 3 Spiele gegen sie verloren haben, das war aber größtenteils im Pokal. Pokal hat eigene Gesetze. Erhoffe ich mir doch einige Chancen. Ich meine, okay, ja, ein bisschen traumatisiert bin ich noch damals vom DFB-Pokal erste Runde. Dieses Elfmeterschießen und dann verschießt auch noch Kingsley Easy Ach man, ich habe den so gemocht. Das waren noch die Zeiten, wo wir wirklich ja, überbesetzt waren auf der rechten Verteidigerposition. Da hatten wir Benno Schmitz, da hatten wir Kingsley Easy. Der war zwar auch ein bisschen so zwischen gut und böse, aber ich habe ihn gemocht. Ich habe ihn wirklich gemocht, der war mir super sympathisch, der war irgendwie Kult. Und Kingsley Schindler konnte auch diese Position spielen. Jetzt stehen wir da, haben die beiden mittlerweile verkauft. Ja, und jetzt müssen wir abwarten, was sich bis zum Winter tut. Denn man muss sich ja die Option auf eine Viererkette offen lassen, weil manchmal musst du dich auch entsprechend auf den Gegner einstellen. Nichtsdestotrotz, mein Spieltagstipp lautet 3:1 Auswärtssieg, beziehungsweise 1:3 Auswärtssieg für unseren ersten FC Köln. Wenn es auch ein bisschen weniger ist, ist auch nicht schlimm. Die Tendenz für mich geht zum Sieg. Möge das bitte so sein. Schließlich sind insgesamt 12 Stunden Fahrt nicht ohne.
Also, deswegen ja. Mit meiner Reaction auf das Spiel muss ich euch schon mal vorwarnen. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt einige da an ihren Handys oder am PC sitzen, die da total ähm, in Erwartungen schwelgen und es kaum erwarten können, dass das Video hochgeladen wird. Ich glaube, so weit sind wir zwar noch nicht, aber für diejenigen, bei denen es so ist, vielleicht Montagabend. Das heißt, Montagabend nach der Arbeit nehme ich auf und dann geht es sofort online. Vielleicht auch erst nach 8 Uhr, weitaus nach 8 Uhr, gucken wir mal. Ich muss ja vorher noch arbeiten und dergleichen. Und Sonntagabend komme ich spät nach zu Hause an. Und am nächsten Morgen muss ich raus. Deswegen dauert ein bisschen, bis die Reaction kommt. Von daher sage ich mal, bis Anfang nächster Woche. Und dann würde ich mich an der Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.